Hallo! Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet, beziehungsweise habt einen guten Vormittag und Mittag hinter euch. Kein Katzen-Content hier, muss ich leider enttäuschen. Kein Katzen-Content geplant hier auf dem Channel von brack.ch. Aber dafür spannender Sherlock Holmes Content. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wir haben vor 4 Wochen. Es ist schon ewig her. Also es ist wirklich schon sehr lange her. Ich muss schnell nachschauen, wenn es war. Was steht da? 24. Mai. Okay, also ja, okay, 3 Wochen. 3 Wochen ist es her, wo wir Sherlock Holmes angefangen haben, tatsächlich. 3 Wochen geht ja noch. Ich dachte, es ist 4 oder mehr. Aber 3 Wochen ist ja voll easy. Von dem her, ja, vor 3 Wochen haben wir gestartet mit Sherlock Holmes, Chapter 1. Und ja, wir müssen einen Mord klären. Und das machen wir heute natürlich. Und darum starte ich mal schon mal das Spiel. Ist gestartet worden. Dass ihr das dann auch seht, nicht wahr? Nein, wir nicht Untitled Goose Game. Obwohl das auch wirklich sehr herzig war. Untitled Goose Game ist wirklich ein Spiel, das mir sehr viel Freude gemacht hat. Das habe ich aber während der Fantasy Basel gespielt. Und das ist wirklich sehr, sehr cute gewesen, muss ich wirklich sagen. Also Untitled Goose Game, ein Spiel, das ich allen empfehlen kann. Oh ja, natürlich. Jetzt muss ich überlegen. Haben wir letztes Mal mit Controller gespielt oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich denke es nicht. Ich spiele einfach mal ohne Controller. Ich denke, es ist einfacher als mit Controller. So. Kamera daher, genau. Das hat natürlich wieder eine Auflösung, keine Ahnung, die überhaupt nicht passt. So. Tablecam können wir auch wegnehmen. Ich habe noch ein paar Einstellungen drin vor Fantasy Basel. Hupsi. Aber ja, das ist schon gut so. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Dass ich ja, auf Twitter noch schnell hätte hier posten. Also ich mache das noch schnell, bevor wir anfangen. Da genau, brack.ch. So, tweetieren. Wir müssen, es gibt, ich will das gleiche wie im Titel haben. Was habe ich im Titel? Es gibt einen Mord aufzuklären. Bei uns live auf Twitch. Twitch. Twitch vor allem. /brack.ch. Schaut vorbei. So. Noch das GIF. Sherlock Holmes GIF natürlich. So. Elementary, my dear Watson. Katze, was machst du? Ah, das war aber knapp. Hoi, hoi, hoi. So,
This woman is that really the best you can do? Well, it's hardly my fault you weren't listening. Ich wollte das mit dem Benedict Cumberbatch. While Sherlock Pierce. Nein. Benedict Cumberbatch ist immer noch der beste Sherlock Holmes ever. So, ja, machen wir das. Machen wir einen Hashtag Twitch. Wir haben noch nie, soweit ich weiß, haben wir, glaube ich, auf dem BRACKCH-Channel noch nie den Hashtag Twitch benutzt. Kann das sein? Ich glaube, das kann sehr gut sein. Oh mein Gott. Gibt es einen Hashtag Twitch Schweiz? Ich glaube, ich fange jetzt einfach mit dem an. Man kommt nie nachher, wenn man nicht wirklich berichtet. So. Gut. Also, meine Lieben, kommen wir vorbei. Wir sind live. Wir müssen einen Mord aufklären. Live. Kommen wir vorbei. Gut. Voll vergessen. Hey, aber Leute, einfach noch eine kleine Info an euch alle, beziehungsweise einen kleinen Aufruf an euch alle. Trinkt genug. Es ist warm geworden, es ist unangenehm geworden für uns. Schaut wirklich, dass ihr genug trinkt. Es ist ganz, ganz wichtig. So. Und bei diesen Temperaturen ist es nicht cool, wenn man zu wenig getrunken hat. So, also, dann würde ich jetzt aber sagen, wechseln wir effektiv einmal. Yes, so, genau, das ist natürlich da. So, genau, here we go. Also, genug trinken, Leute, ich habe es gesagt. Dann würde ich sagen, dann stürzen wir uns wieder einmal in das Abenteuer. Nicht neues Spiel, bitte, nein, danke vielmals. Wir werden natürlich das Game fortsetzen. Das startet vor 3 Wochen. Und ich hoffe, mit dem Ton ist es nicht zu laut. So. Zum Fortfahren. Beliebige Tasten drücken. Anni. Das war keine beliebige Taste, das war das linke Maus-Dings. Die linke Maustaste. Also. Ich habe schon wieder vergessen. Wait. Okay, da ich ja letztes Mal... Hey Boomer, wie geht's dir? Da ich letztes Mal mit dem Controller gespielt habe, ist natürlich jetzt die Steuerung komplett anders. Das muss mich nochmal hier ein bisschen dran gewöhnen. Also, Geister der Vergangenheit. Da bin ich nicht da. Geister der Vergangenheit, genau. Also, der Diamant ist gestohlen worden. Der Lord Craven ist mit der Mrs. Emma im Zimmer gewesen. Miss Emma ist erwürgt worden, genau, mit bloßen Händen. Und der gestohlene Diamant, also der hier Diamant, ist neben der Leiche von der Miss Emma gelegen. Der Typ, der Lord Craven auf Reisen bestahl, hängte seine Taten Dienern an, um den Verdacht von sich zu lenken. Also der Lord Craven, das ist der reiche Typ, he? Das Medium Luca Galici hat frische Kratzer an den Handgelenken. Genau. Luca Galici sagte, dass die Bediensteten, die ihn auf sein Zimmer brachten, sehr ruppig waren. Und da haben wir so der Dings. Also der Dieb hat seine Daten den Diener angehängt und jetzt hier behauptet der Luca Galici, dass die Bediensteten sehr ruppig waren. Also es klingt ein bisschen, als würde er die wieder ein bisschen schlecht reden. Ja, du, Boomer, mir geht es auch ganz gut. Es ist sehr warm. Also trinkt auf jeden Fall genug. Und
ja, ich weiß nicht, mir ist so ein bisschen schwindelig. Ich weiß nicht, ob das an den Temperaturen liegt im Moment, obwohl es eigentlich gar nicht so warm ist. Es hat noch 26 Grad bei mir im Zimmer, also in der Wohnung. Von dem her geht es eigentlich noch. Aber sonst kann ich mich nicht beklagen. Geht mir eigentlich sehr gut. Schlussfolgerungen. Haben wir da noch irgendetwas, was wir machen können? Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Miss Emma. Genau. Stimmt. Das haben wir gehabt. Dann, Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Lady Craven bedeutet so Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Genau. Und Medium hätte das Schloss knacken können. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte es leicht knacken können. Genau, da ist nämlich Dings zwischen den beiden Zimmern. Also ein ganz billiges Schloss. Also eine Tür mit einem ganz billigen Schloss. Genau, das ist der Ring mit dem Mottenmotiv. Ja, es ist, also zu warm ist es nicht, aber es ist sehr warm. Auf jeden Fall, ja. Luca Galici sagte mir, dass die Motte ihn an glückliche Jahre erinnere und überdies ein gefragtes Motiv für Schmuck sei. Das steht da hier, das Medium. Hier Mrs. Emmas Leiche, genau, der Diamant, der gestohlen worden ist neben ihr gelegen. Genau, da haben wir einen Familienring gefunden, eben mit dem gleichen Motiv. Das war der Ring. Genau. Tratsch über Lady Craven. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste, was natürlich darauf zurückführt, also schlussfolgert, dass sie nicht wirklich ein Mitglied von der gehobenen Gesellschaft ist, sagen wir es mal so. Genau. Boomer, wir wählen unsere Games selber aus. Die wir zocken wollen. Genau. Das dürfen wir selber auswählen. Genau, wir sind hier. Können wir uns umziehen oder was? Nein, doch nicht. Ab und zu. Vielleicht können wir uns irgendwann mal umziehen. Oha. Witzig. Okay. Also, jetzt muss ich schnell herausfinden, wo der Raum wieder ist. Der war gerade da oben. Was wir da jetzt machen? Eigentlich haben wir doch da rauf wollen. Aber es war nicht dort. War er da? Ah, ich glaube, das war der. Ja, genau. Da war der Raum. Genau, hier haben wir noch den Scannerblick. Einfach so Kratzspuren, ne? Someone was not happy with his post. Mhm, okay. Ja, voll sehr cool. Wir haben recht, also wir dürfen eigentlich wirklich selber bestimmen, was wir streamen. Von dem her, ja, das ist recht nice. Klar, falls wir natürlich irgendwie ein Game gesponsert bekommen, dann spielen wir natürlich das, aber ja, solange das nicht passiert, dürfen wir selber entscheiden, was wir spielen. Genau. Hier ist nichts so weit. Hier sind wir aber wieder... Oh, der Koffer, krass. Genau. Der Watson-Dinge. Beweis präsentieren. Haben wir da überhaupt schon einen Beweis? Also das ist übrigens der unser Hauptverdächtiger. Beziehungsweise, nein, aber nicht der Hauptverdächtige. Also nicht der, wo wir das Gefühl haben, er hat den Diamant gestohlen und Miss Emma umgebracht, sondern das ist der Mr. Craven. Wir zeigen ihm einfach mal den Ring. Recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Okay, hoi JC, wie geht's dir? Wunderschönen guten Nachmittag. Also, der
Lord Craven kennt den Ring nicht, wo es billige. Es ist anscheinend irgendein billiger Dings. Ich habe als Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten. Mit sehr I doubt I Damo. can help with this. Okay, und leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich dieses Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden I konnte. doubt I can help with this. Ich kann auch nicht helfen. Das ist Emmas Leiche. Get to the point, Mr. Holmes. Okay. Okay. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. Oh, And it no. turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Oh wow, okay. Also, der Schmuck, der uns anscheinend gestohlen wurde, ist im Koffer gewesen. Das heisst, Mrs. Emma, also die da tot auf dem Dings liegt, die hat anscheinend den Schmuck selber gestohlen. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Ja, ja. Also, Gedankenspiel können wir jetzt noch mal eins machen. Miss Emma war eine Betrügerin, die Lord Craven bestahl. Genau. Das passt zu. Mrs. Emma war eine Diebin und Betrügerin. Miss Emma bestahl auf Reisen Lord Craven und machte ihn glauben, dass die Diener es waren. Hä? Simon mit Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit. Wenn sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Oh, das geht gerade in eine ganz andere Richtung, als man es ursprünglich vermutet hätte. Vielleicht hätte der Mr. Galici effektiv sie zur Rede stellen, wo er gewusst hat, dass sie den Diamant gestohlen hat. Ha! Hey Jay, wie geht's dir? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Interesting. Haben wir schon Neues? Schon ein Diamant lag neben Mrs. Emma Leiche. Ja gut, das können wir nicht, aber das geht nicht. Hier haben wir noch ein Ding, ein Hinweis. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Mrs. Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Ha? Lord Craven war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass Mrs. Emma ihn bestohlen hatte. Ja, das würde durchaus Sinn machen. Haben wir da schon noch etwas? Das doch sicher noch, das passt auch noch. Das sind die Kratzspuren. Hey Techie, wie geht's dir? Ist ein guter Tag gehabt bis jetzt. Also die Kratzspuren an Luca Galicis Handgelenk stammen von Mrs. Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Oh wow, wait. Was ist jetzt mit denen hier? Aha, oh lol. Gibt es zwei verschiedene... Ah, es gibt mehrere Wege. Oh je. Luca Galici wusste womöglich, dass Mrs. Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Das könnte aber echt noch sein, hä? Luca Galici ist der Mörder. Miss Emma wollte dem Medium Luca Galici ihren Diamantendiebstahl anhängen. Aus Rache erwürgte er die Diebin. Ha, ja. Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seine Rachegelüste freien Lauf und tötete Miss Emma. Oder für Luca Galici ging es um Leben und Tod. Da er bereits einiges auf dem Kerbholz hat, hätte seine Festnahme wohl den Tod bedeutet, was Mrs. Emma wusste. Ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. What? Was ist denn, wenn man die miteinander verbindet? Kann man das überhaupt miteinander verbinden?
Also, vorher ist es doch irgendwie gegangen, ne? Kann man das nicht? Die hier kann man doch irgendwie miteinander verbinden, nicht? Lord Craven war für eine gewisse Zeit mit Miss Emma im Zimmer. Ah, das hat wie nichts miteinander zu tun. Da haben wir noch etwas. Lord Craven war außer sich vor Wut, als er herausfand, dass Miss Emma ihn bestohlen hatte. Ja, klar. Aber heisst das, dass er sie umgebracht hat? Sie sind ja zusammen dort her, also bezweifle ich das wirklich stark. Haben wir nicht noch irgendwie mehr? Oder so? Können... Ist das alles? Müssen wir jetzt schlussfolgern? Ernsthaft? Lord Cravens Erläuterung zufolge stellte er, kurz nachdem er aufs Zimmer gekommen war, fest, dass Miss Emma tot war. Er ist in großer Sorge darüber, dass man ihm ihren Tod zur Laste legen könnte und hat mich gebeten, den tatsächlichen Mörder zu finden, bevor er verhaftet wird. Er hat behauptet, einige Zeit an der Bar verbracht zu haben, bevor er aufs Zimmer zurückkehrte. Dort habe er dann seine auf dem Bett liegende Geliebte und daneben den jemanden gesehen. Irgendjemand muss ihn an der Bar gesehen haben. Genau, das haben wir, glaube ich, noch nicht bestätigt. Das müssen wir noch machen. Lord Craven verriet mir auch, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt wurde und der Schlüssel an der Rezeption aufbewahrt wird. Also, wir gehen an die Bar und an die Rezeption. Die zwei Sachen klären. Stimmt, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal noch machen, aber dann bin ich nicht mehr dazugekommen. Also Bar und Rezeption. Gehen wir nachher fragen, wie es aussieht. Hey, wer von euch war eigentlich an der Fantasy Basel gewesen? Seid ihr uns an der Bar? Seid ihr uns am Stand besuchen? Ich kenne den falschen Such a Knopf. shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Entschuldigung, wir sind Detektiv, wir können das. Das ist doch die Rezeption, nicht? Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Kann ich da jetzt nicht irgendwie... Gut, ist da hier... Keine Ahnung, was das ist. Ist das irgendwelches Zeug? Okay. Mal weiter. Vielleicht wissen sie es. Nee. Gehen wir an die Bar. Gehen wir zuerst an die Bar. Wir waren und haben natürlich auch euren Stand gesehen und besucht. Nice. Sehr cool. Und wie hast du ihn gefunden? Wir hatten einen coolen Stand gehabt, ne? So, also Bar. Isn't life too short to remain sober? Was ist da hier? Isn't life too short to remain Aber- sober? Ja, ich wollte jetzt... Dann muss ich den jetzt fragen. Also... Oh, ich würde das da hier eigentlich ganz gerne jetzt machen, aber... Geht es nicht? Now you're in your element, Sherry. Sherry, Sherry Lady. Na, 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 na. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Er will nicht reden. Irgendjemand hat ihn doch sicher gesehen. Lord Craven. Are Nee. you able to help me? Friend, you're lucky there is something I know about this. Aha. Ich fand einen Zeugen, der mir versichert, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Salonzimmer verlassen hatte. Nur eine kurze Zeit? Also, neues Gedankenspiel. Also, die zwei miteinander, hä? Da, also, Lord Craven hatte genug Zeit, um Mrs. Emma zu ermorden, bevor er am Tatort eintraf.
Und der Mörder hatte genug Zeit, Mrs. Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank. Lord Craven ist der Mörder. Lord Craven kann sein Temperament nur schwer in Zaum halten. Als er herausfand, dass Mrs. Emma ihn bestohlen hatte, überkam ihn die Wut und er erwürgte die Diebin. Aber er verfügt über den Einfluss und die finanziellen Mittel, um stets ungeschoren davonzukommen. Ich muss dafür sorgen, dass er endlich zur Verantwortung gezogen wird. Oder Gnade, er geriet in die Fänge einer professionellen Diebin. Sieht man Mrs. Emmas kriminelle Vergangenheit in Betracht, kann der Mord als Akt der Selbstverteidigung gewertet werden. I don't know, man. Da noch irgendwie... Also wir kommen entweder effektiv drauf, dass einer von den beiden ja, der Mörder ist. Ja, entweder der Lord Craven oder der Galici. Ha, schwierig. Ich fand einen Zeugen, der mir versichert, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte. Vielleicht finden wir noch mehr Züge. Nee. Da wird auch niemand mit mir reden. Muss Do you ich. know anything about this? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Okay, die weiß nichts oder Do you know will anything nicht. about this? I'm so sorry. I can't help you, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Dress as what? Okay. Ah. Lord Crane verriet mir, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt wurde und der Schlüssel an der Rezeption aufbewahrt wird. Oh, weird. Ich bin halt, ich weiß nicht, ob das das richtige Spiel für mich ist. Ich bin halt so der typische Mensch, so, ich will niemanden fälschlicherweise irgendwie beurteilen. Such a shame that Inspector Placido vanished. Auch I feel wenn much safer with him handling this. es nur ein Game ist. Aber es ist halt so, oh, why? Das habe ich gemacht. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu dem Typ. Ich spreche nochmal darauf an, dass es dass er anscheinend nur so kurz im Zimmer war. Beschuldigen? Ja, komm, wir I beschuldigen cannot einfach cover mal. for you, Lord Craven. The facts are conclusive. You murdered your mistress. It wasn't me. You have no proof, not a whit. Sie haben vor kurzem gekämpft. Sie hatten genug Zeit, sie zu töten. A couple of whiskies go down fast for an alcoholic. That left you plenty of time for murder. That's ridiculous. I am no alcoholic. And there are witnesses who will attest I was there for at least a quarter of an hour. Eine Viertelstunde ist das echt nicht lang. You entered the room just as Miss Emma was hiding the diamond. Discovering that she was the thief was the final straw. Preposterous. I didn't know a thing about it until you showed me her stash. Das stimmt eben auch wieder. Mit
dem You hat have er bruised geschlägelt. knuckles and you look a mess. The poor woman fought for her life, and you bear all the evidence. This whole evening was a mess. You know I got into a scuffle with the medium in the seance room. Nothing has changed since then. Es reicht für eine There's Festnahme. plenty of proof, sir. The police would Ich glaube es certainly nicht. arrest Also ja, you. ich glaube, es könnte länger, aber scoundrel. gleich. You said you would help me. I had nothing to do with it, as you will Heißt soon der andere see. immer noch, ja, There is a more charitable interpretation. ich wollte Miss nicht, Emma dass der was a Knast thief kommt. Ich of glaube nämlich unsavory nicht, dass er der character. Mörder Perhaps she ist. threatened you, forced you to fight for your life. You suggest I lied to the police, escape blind justice? Your lover was a corrupting influence. She stole from you, lied to you, and drove you to violence. You deserve a second chance. If you apply yourself and some of your wealth, you could do a great deal of good outside of jail. I will tell the police what I learned about Miss Emma, and no more. Well, even if you don't believe I'm innocent, you've given me a chance to prove it. Thank you for staying on my side. Moment. Gentlemen, when this matter is resolved, I'll see to it you are sacked. Eigentlich kann ich das Galici beschuldigen, aber ja. Holmes, you are my witness. Look at him. The murderer playing the indignant victim. He should be a politician. He certainly has the means. I hope he also possesses the character to do better and do good. Es ist halt nur ein Spiel. Von dem her. That Mal was schauen. too much fun, Sherry. I'm buzzing. Spielt es eigentlich eine Rolle? Hat es irgendwie eine Auswirkung auf den Rest vom Woman died, Game? John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you? Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Hey Wealth Spuspo! So we must Wie geht's blame dir? those who coveted it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Schön, aber die Aussicht. Übrigens ist das Game auf Steam gerade abgeschrieben, glaube 30%. Es kostet nur noch 25 Franken, glaube wenn ich es recht im Kopf habe. Gut! Ja, mir geht's auch gut. Es ist warm. Es ist warm. Ich würde gerne ein bisschen lüften, aber dann ist es hure laut. Also, ja, hure laut nicht, aber zu laut. Das ist nicht unangenehm. Also. Wo bin ich überhaupt? Jetzt sind wir außerhalb vom Hotel. Okay, komme ich da nicht mehr rein. Okay. Ja, das hat sich auch erledigt. He? A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Es war wieder zu warm für meine Verhältnisse. Nein, ich habe es eigentlich ganz gern. Aber ich muss schon sagen, so am Pult sitzen, am PC sitzen und ich weiß nicht, es ist, da muss man das Fenster zu haben, dann kann man nicht ein bisschen lüften. Is everything all right? If you Es wird don't feel up stickig to mit it, der Zeit. I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. Couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Zum Friedhof können wir jetzt gehen, okay. Je nachdem kommt von draussen der wärmer rein, als dass es in der Wohnung ist. Das stimmt. Ja, 26 Grad hier. Ja, I true. thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Also, mal schauen. Wir sind da, hier ist der Friedhof. Entschuldigung. Wenn es so warm ist, macht es total müde.
Ja. Also, das ist doch der Friedhof, oder nicht? Also das ganze Gebiet hier. Ja, ich gehe jetzt auch mal da rauf. Es ist vor allem noch ein schöner Friedhof, irgendwie. Dann Kapellen und Mausoleen und so. Was säckelt er jetzt? Ja, der nicht gedrückt. Ah, der säckelt so oder so, okay. Ja, da komme ich nicht rein. No! Aber es stimmt, ja. Vor allem diese Woche soll es irgendwie 35 Grad werden. Von dem her, ja, lasst die Fenster gescheiter zu. Ausser ihr habt einen Ventilator oder so, wo dann alles schön durchlüften könnt. Ja, jetzt hat irgendwie eine Markierung. Nicht, oder? Wo muss ich her? Komme ich auch nicht durch, oder? Nein. Okay. Ja, dann schauen wir halt mal durch unseren Superscan-Blick. Ich bezweifle, dass da irgendwie etwas... Deutscher Schuster hat Höhenangst und ist aufgeschlossen. So. Was haben wir hier? Zustämmiger Seemann trägt versteckte Schusswaffe. Oha! Verachtend. Verdächtige. Ah, da ist noch einer. Arabischer Schneider, sehr gläubig, verachtend. Oh, warum sind die alle verachtend, Mann? Bin ich nicht so nett. Dann haben wir hier. Oh, da haben wir zwei. Also creepy im Zeug rumstehen. Ordonischer Töpferwarenverkäufer, verachtend füttert herrenlose Tiere. Oh, immerhin. Französischer Buchhalter hat Zahnprobleme, aber ist freundlich. Na, immerhin. Ich wünschte, ich könnte das auch. Einfach so Leute lesen. Einfach so aus Distanz. Holy, ich bin krank bzw. tot. Muss ich mich abmelden vom Arbeiten. Wenn 35 Grad wird. Ja, ich weiss, was du meinst. Ballistischer Steinmetz spielt Saiteninstrumente und ist freundlich. Haben wir noch einen. Schwedischer Schuster, freundlich, hat viel Blut verloren. Oh je, wieso denn das? Daru! Kuckuck, wie geht's dir? Alles gut? Wer bist du? Kenianischer Bäcker, verachtend, kommt nur mit Kaffee in Schwung. Das kann ich nachvollziehen. In der Tat. Haben wir noch einen? Liberanischer Vagabund, verachtend, Geheimnistourist. Übrigens, das Spiel hat uns gewarnt. Es gibt immer einen Warnhinweis vor dem Game, wo es halt zu der Zeit spielt, das Game selber, wo man halt noch so recht rassistisch und sexistisch ist unterwegs war. Darum gibt es einen Warnhinweis. Aber ja, also, wo ich her will? Irgendwo her will. Da, Mutterliebe. Mein imaginärer Freund John. John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Oh. Das ist irgendwie traurig. Was haben wir hier? Erinnerung an die Beerdigung. Ich habe Grippe, 2 Nächte nicht richtig geschlafen und muss diskret... Was? Diskrete Mathe? Was ist denn diskrete Mathe? Shit, gute Besserung, Fleur, auf jeden Fall. Ja. Ist cool, habe jetzt 3 Jahre Game Pass Ultimate für 60 Stutz. Nice. Sehr geil. Das ist das, was du gepostet hast, oder? Kann das sein? Bei uns also bei mir im Discord. Also, John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Was ein Strauß Astern, den Lieblingsblumen meiner Mutter. Auf Cortona. Ich bin auf Cortona, der Insel, auf der ich meine Kindheit verbrachte, angekommen. Begleitet mit meinem einzigen Freund John. Es ist spät am Abend, daher wäre es wohl besser, das Grab meiner Mutter erst morgen zu besuchen. Ich habe ein Zimmer im Hotel Al Palazzo del Lusso reserviert. Zeit, die Hotelreservation aufzusuchen. Das war vorher.
Das ist dort, wo dann der Mord passiert ist. Ich habe eine Nacht im Il Palazzo del Lusso verbracht und das hat bereits gereicht, um in einen Kriminalfall verwickelt zu werden. So hatte ich mir meine Zeit auf Cortona nicht vorgestellt. Aber die Aufregung des Falles hat mich von finsteren Gedanken abgehalten. Jetzt wird es Zeit, auf den Friedhof in Miners End zu gehen. Den Grabstein meiner Mutter erkenne ich an der Statue eines weinenden Engels. Aha. Okay. Wo ist das mit dem weinenden Engel? Ah, der Blumenstrauß, wo habe ich echt den? Habe ich das nicht? Also, da ist etwas. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Oh. Ah, ui. Das? Kann ich das nicht mal anschauen? Ja, aber letztes Mal mit dem Controller gespielt, so weiß ich nicht, wie ich das aktivieren kann. Da. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Aha. Okay. Also anscheinend ist der John Watson auch unser imaginärer Freund. Das ist natürlich auch geil. Diskretismat ist etwas, das man nicht lernen will. Oh, was? So schlimm? Ernsthaft? Oh. Also, ein weinender Engel, so, Kannst du irgendwie anheften oder so? Wo ist das mit der Statue? Item. Also, ein weinender Engel. Oh, okay. Habe ich das jetzt vorher gemacht? Ich habe irgendetwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Irgendetwas habe ich gemacht, kann ich mal. Ich komme nicht drauf. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastors said they're united in heaven. I didn't believe him even then. Nur wenige Leute waren da. Okay. Schade. Hier. Ich lasse es jetzt in dieser Ansicht. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. Oh. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Okay. Ah, das ist der weinende Engel, hä? Oh. A pocket watch. It seems familiar, John. Why is it here? Okay, da hat jemand so eine Uhr liegen. Das ist sicher unserem Bruder sein. Du gehst nicht an Switzerland. Warum nicht, Flöru? Hast du noch niemanden gefunden, der mitkommen will? Ich glaube, das ist das kleinste Problem, jemanden zu finden, der mitkommen will. Und ganz ehrlich, ey, das ist im Oktober nicht. Das geht noch 10 Monate, 3 Monate, 4 Monate. Da ist noch ein bisschen Zeit, um herauszufinden, ob jemand kommt. Ich habe gestern ein Ticket gekauft und ich muss auch noch schauen, zwischen wem ich mich platzieren dürfte. Aber du gehst definitiv das Busbu in diesem Fall. Nice. Rest in peace. Inspizieren. Rest in peace, Violet Holmes.
Goodbye, Mother. Also da haben wir die Uhr, die sehr This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Warum ist es denn da? Warum brennt eine Kerze? Frage ich mich auch. Haben wir die da gezündet? Ich glaube nicht, oder? Da. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Ich finde es noch interessant, irgendwie der Gedanke, dass John echt nur sein imaginärer Freund ist. Ich finde es irgendwie witzig. Nach 2018 wieder mal an Switzerland und nach 2019 allgemein wieder an eine LAN. Ein bisschen Leute kennenlernen, ich mache praktisch nichts gamen, darunter einen Laptop nur mitnehmen, ein kleines Hero Fest anschauen. Okay, ja, fair. Ich bin mir auch immer, also je nachdem, ob wir einen Messstand haben mit BRACKCH oder nicht, bin ich auch da. Genau, nur wegen Leute waren bei der Bewerbung anwesend. Okay, was muss ich jetzt noch machen? Was kann ich jetzt noch machen? Fallmappe. Bekannter Grabbesucher. Irgendjemand war da gewesen, genau. Also da ist irgendwie noch etwas, hä? Aber das ist ja... Okay, I see. Ja. 27 Zoll Abstand zwischen den Füßen und wie viel? 5,5 wie viel? Schuhgröße 5,5. Modische Schuhe, nagelneu. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. Nicht Schuhgröße 5,5, okay. Das gibt's ja auch. 5,5. Was ist noch? Kann ich den ordnen? This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Nein! Niemals! Fahrradspur frisch vom Eingang You're wegbewegt. about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Also, gehen wir da durch. Sehr komisches Velo. Also gehen wir da mal weiter. Seid ihr sicher? Ja, ich bin mir eben nicht 200% sicher. Im Moment steht es ein bisschen auf der Kippe, dass wir einen Stand am Hero Fest haben. Das ist das Velo. He mustn't be far away to leave it unattended. It's stained with oil paint. Da ist eine Map. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. Was? Was? Mercurio? I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. Ah, At the very least, you'll enjoy the view. abbrechen. Am jetzt. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an bin ich old vorher tree. gsi. Genau, da bin ich vorher gsi. Okay, nice. Aber mir fehlt noch etwas. Etwas muss ich noch anschauen. Hallo? Irgendetwas kann ich noch anschauen hier. Wo ist das? Ja, die Steuerung ist manchmal ein bisschen weird. Der Platz für A portable ländliche easel was kept there. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Ah. Okay. Alle Hinweise erhalten. Okay.
Ja, in dem Fall. Mann, der das hier zurückgelassen hat, muss doch auf dem Friedhof sein. Genau. Da haben wir noch das Bild, Fotografie. Da gehen wir jetzt her als nächstes. Ich weiss zum Glück, wo das ist. Ich war dort schon. Off. Oh, it's that da. ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Make Friends, genau. Als ob. Sherlock Holmes ist ein guter Film, aber nicht in Freundschaft schließen. No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. Aha. I was sorry to hear of her passing. So hat es so wenig Leute gegeben, die Beerdigung waren. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about Du it. hättest mir das nicht einfach The moment I saw gegeben. it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. Ach, Ratschiller, sagen wir immer There's gerne auf beauty Friedhof. everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I Aha. heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. Moment, She has. doch. Und das ist doch ein I shall Unterschied. intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Also, es tut mir ja leid, aber wenn meine Mutter würde sterben, dann würde ich wollen wissen, an was. Are you alright, Sherry? Und zwar Take as long as you need. auch 15 Jahre Whatever I need, später it noch. isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist mir gleich, wenn ich 15 Jahre später herausfinden würde, dass es eventuell etwas anderes war, als das, was ich vermutet hätte, dann wollte ich es auch erst recht wissen. Also im Archiv des Rathauses, der Polizeiwache und des Cortona Chronicle findest du womöglich Schlüsselinformationen für deinen Fall. Bevor du ein Archiv aufsuchst, um dort Nachforschung zu einem Hinweis anzustellen, solltest du darüber nachdenken, in welchem Archiv du am ehesten fündig wirst. Okay. Ein Mann mit modischen Schuhen. Okay, ich wüsste, handelt sich um genau Werner Vogel. Okay, was haben wir hier noch? Ja, genau. Das ist auch der da hier. Easy. Ich habe zwar meine Zweifel, also er erzählte außerdem doch, okay, vor. Es war Werner Vogel, der die Taschenuhr meiner Mutter an ihrem Grab zurückgelassen hatte. Mr. Vogel behauptete, dass das seine Art gewesen sei, mir das zurückzugeben, was ohnehin mir gehört. Er erzählte außerdem davon, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hatte. Ich habe zwar meine Zweifel, aber wenn das wahr sein sollte, müsste es im Polizeiarchiv darüber Aufzeichnungen geben. Vor 10 Jahren lebten wir in Grand Surrey.
Damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. Also Polizeiarchiv und Grand Surrey. Also. Ja, wo ist das? Da irgendwie Polizeiwache. Chronicle. Markt. Rathaus. Das ist das Hotel. Das ist die Händlergasse. Ah, Grand Surrey. Ich gehe mal dorthin. Ich glaube, ich gehe wirklich mal dorthin. So. Oh so. Let's go. Es ruckelt ein bisschen. He? Ah. Komm, Mr. Watson. Gehen wir. Ich habe hier nichts mehr verloren. Ah. Waren die noch weit weg? Ja, noch sehr weit weg. Kann ich da nicht irgendwie... Muss ich alles zurücklaufen? Ernsthaft? Nee, oder? Kann ich nicht zurückfahren? Hallo? Easy, dann laufe ich halt. Ist sicher auch spannend, zurückzulaufen. I mean. Sehen wir noch ein bisschen Sachen und so. Ganz hübsch hier. Schön ist es auf jeden Fall. Es dürfte ein bisschen belebter sein, sage ich jetzt mal. So, zum Beispiel mit Vögeln und so. Aber es ist echt hübsch. So, schauen wir nochmal. Jetzt bin ich da. Was habe ich gesagt, was ich hier... Also was ist da? Händlergasse, genau. Also das da hier alles ist Grand Surrey. Shit. Okay, das ist viel. Es ist gross. Vielleicht sollte ich mal anfangen mit den Leuten reden. Is this familiar to you? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Sieht doch heiß aus dort. Ja, vor allem, schau mal, wie der geschallt ist da. Ui. Neuer Schnellreisepunkt. Ah, da kann ich schnell reisen, oder was? Ui. Aber nur, wenn ich zuerst mal durchlaufe. Alles klar. Neuer Ort. Alte Ruine. Aha. Hallo. Ah, das ist der Reiseort. Okay, okay. Das ist die Ruine, da unten. Okay, da will ich aber nicht her. Jetzt gehen wir mal da rauf. Schickes Tor. Was ist hier? Eine Villa. Vielleicht kennt uns jemand. Hallo. Are you able to help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Schlecht. Ja, komm, sonst gehen wir doch am besten einfach auf die Polizeistation, gerade als erstes oder so. Ich bin ganz... Oh, das ist schon ein schickes Gebäude hier. Wäre irgendwie chillig, wäre Silent Way. Was haben wir gesagt, dass das da hier ist? Palazzo... Ah, das war das Hotel. Die Händlergasse. Wo war noch die Polizei? Da oben, hä? Polizeiwache. Sollte ich vielleicht einfach mal kurz dorthin gehen? Ja, ich glaube, es ist am besten, wenn ich raufgehe. Ich weiß gar nicht, was der einfachste Weg ist, um dort raufzukommen, aber irgendwie schaffen wir das dann schon. Neuer Schnellreisepunkt, das ist auch gut. Die schalten wir natürlich nur frei, wenn wir effektiv auch dort durchlaufen. Von dem her ist es sicher gar nicht schlecht, dass wir jetzt eigentlich mal quer durch die ganze Map latschen. Hm. Aber ein herziges Dörfli, das muss man erlassen. Ich werde hier beim Dings vorbei, beim Kreisel.
Hübsch. Viele Kutschen. Wunderplatz. Aha. Ja, mal, also. Schön ist es. Manchmal ist es ein bisschen leer. Aber ja, also, man kann ja auch nicht alles erwarten. Da ist ein paar Bier. Nochmal eins von den Riesenvelos. Jetzt muss ich nur schnell auf die Karte schauen. Aha, ja, ich glaube, ich gehe da durch. Ah, ich liebe so kleine Dörfli mit so verwinkelten Gässen und so. Das ist so cool. So, wir kommen unserem Ziel langsam näher. Uiuiui. So, ich glaube, wir sind da. Yes, wir stehen vor dran. Polizeiwache. Easy, gehen wir da mal rein, wenn wir können. Makes sense. Ich würde sicher gerade ich würde sicher gerade umkehren mit so einem Velo. Ja, ich glaube, ich auch. Es ist vor allem weit oben. Also. Hello. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Oh. Was ist passiert, oder? What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Okay, sehr nice. Ja, vielleicht können wir irgendwie helfen Would you oder mind so. if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch Entschuldigung, artist? ja. Actually, I'm quite certain I am. Uh-huh. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Neufall Verkleidungskünstler. Okay, um Zugang zum Polizeiarchiv zu erhalten, was muss ich dem Phantomzeichner der Polizei helfen? Okay, dann gehen wir mal schauen. Kann ich sie jetzt eigentlich auch wieder deaktivieren? Yes. Okay. Wissen wir, wo das ist? Meinerstand. Markt. Das sind auch Brücken, okay. Also hier. Die Polizei benötigt ein Phantombild. Das der Mrs. Ninis Schneiderei ausgeraubt hat. Der Zeichner der Polizei war nicht in der Lage, den Täter so zu zeichnen, wie er laut der Schneiderin ausgesehen haben soll. Vielleicht lässt sie mit Hilfe meiner Verkleidungskünste etwas bewirken. Die Schneiderei befindet sich an der Kreuzung Knights Road und Trinity Way. Ja, kannst du mir nicht einfach bitte auf der Karte zeigen? Schatz, interessanter Ort. Okay, Abkürzung. Was ist so für die? Also, entweder bin ich doof oder muss ich das jetzt wirklich da suchen? Wo das ist? Ich hoffe nicht, oder? Also ein VIP-Ticket aufnehmen. Aber die Lautstadt ist dann auch nicht, oder? Da bin ich jetzt. Knights Road und Trinity Way. Ja, wo ist denn das? Muss ich es ernsthaft auf der Karte suchen? Queen Street? Ich bleibe auch in Queen Street. Das VIP, also du überlegst, ob du das VIP-Ticket kaufen, Floru.
Ja, why not? Da musst du nichts mitnehmen, das ist noch nice. Also, was haben wir gesagt? Night Roll und Trinity Way. Trinity Ray habe ich gefunden. Ah, hier. Da ist es. Das ist ja gerade um die Ecke. Easy. Ist gut noch. Man nicht mein PC mitschleifen. Ja, das verstehe ich. Aber 350 Stutz ist natürlich schon heavy. Hey. Also ich weiss nicht, ob ich für 350 Stutz ausgebe. Entschuldigung. Sorry. Oh, wie sie mich hinterher, also wie sie mich hinten nachschaut und kritisch beäugt und so. Also. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich wollte fragen, aber okay. Ist es das da hier? Grüezi wohl. Ich habe im Event in St. Gallen ein VIP genommen. Und es ist halt schon chillig so. Aber leider praktisch nie Internet an diesem Wochenende, darum nicht wert gewesen. Aber Switzerland ist mit dem Internet eigentlich schon besser. Ah, jetzt sind wir wieder Internet-Troubles gehabt. Ja, schade. Das ist noch hübsch. Hallo, grüezi wohl, die Dame. Mom, my name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, Signore. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir die Sache anders an. Ja, ich würde sagen. I suggest we do it differently. Ja. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Okay, warum auch nicht? Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An All utter ugly. rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? Oh, He was wow. a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? Welche Haarfarbe, welche Where Augenfarbe, can I gross, find klein. Oh, They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Uiuiui. Ich gebe dafür wieder ein bisschen mehr aus betreffend Unterkunft, wo ich nicht mit etwa 1000 Nasen im gleichen Raum kann schlafen, vor allem wenn es nicht ruhig sein wird oder Leute schnarchen. Ich weiß genau, was du meinst, Busbu. Ja, mach das. Das ist dann nach einem guten Plan. Und sind wir ehrlich, so etwas wie eine LAN, vor allem so ein Switzerland, ist halt schon so ein bisschen wie Ersatz für Ferien irgendwie. Von dem her, oder ein Festival oder so. Da muss man schon so ein bisschen zelebrieren, finde ich. What can I do for you, Sherlock? Ah, du bist der Watson. Okay. Ui. Yeah. Ah, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Ernsthaft, jetzt wollt ihr, dass ich mich als der verkleiden, oder was? Also mir ist es nie gestattet, dass mir die Kleidungsstücke aus der Werkstatt ihrer Schneiderei zu benutzen, um mich als der Dieb zu verkleiden. Der Dieb soll wie ein niederträchtiger Halunke ausgesehen haben. Mrs. Nini beschrieb ihn als ramponiert aussehen. Zudem soll er eine Brille getragen haben. Hier John will, dass ich Mrs. Nini überrasche. Ich soll mich als der Mann auf dem Gemälde verkleiden, bevor ich versuche, mich als der Dieb zu verkleiden. Es handelt sich dabei um einen alten Mann mit Koteletten, weißem Anzug und Zylinder. Okay, probieren wir das mal. Mal schauen, finde ich da irgendetwas? Kann ich das echt machen? Da habe ich Zylinder. Ah! Also, ich kann mir jetzt... Okay. Ah, Garderobe. Also... Okay, mehr habe ich nicht. Ich habe erst fangen den Zylinder. Hä, aber...
Da hat 2 Garderobenobjekte erhalten. Okay. Da habe ich noch etwas. Ich muss ein bisschen mehr umschauen. Da habe ich noch was. Okay, ich kann mich einfach kleiden. So gut. Okay. Sie ist auf Mord aufklären. Verkleiden. Wuhu! So, ist noch etwas hier? Sieht nicht danach aus. Der Zylinder ist schon mal sexy. Okay, okay, Garderobe. So, da haben wir einen weißen Anzug. Den lassen wir mal. Koteletten hier. Ah, so gut. Ah, da haben wir noch Make-up. Ah, nice. Also ich muss noch mal schauen, wie der hat ausgesehen. Der weiße Anzug. Ja, so. Plus minus, hä? Wähle Details aus, um mehr zu erfahren. Okay. Was ist das da hier? Also, mal schauen. Ist das... Heisst das, je nachdem, je besser ich mit dem bin, desto... Okay, I try. Okay. Der Zylinder, der stimmt ja. Brille hat der Dude keine. Kotelettenheimer. Ramponiert. Out. Okay, das ist schon mal gut. Mehr können wir aber gar nicht auswählen. Das ist garantiert sofort schmutzig. Ja, ich glaube es auch. Der hässlichste Anzug im ganzen Spiel. Fies. Aber mehr können wir gar nicht machen. Darum, also um so auszusehen wie der Typ hier. What can I do for you, Sherlock? Ich gehe mal so raus, mal schauen, ob sie mir kennt. Langt das echt? Uncle Giovanni? Oh, signore! You look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. Oh, yeah. I knew you reminded me of someone. You are as alike as 2 peas. Perhaps you have some royal blood in you too. That is flattering, I suppose. But Hey, I Nico. sincerely doubt it, Mum. Told you he's a doge. Ha! Now that's a deduction. He's not an actual doge. If you say so, my lord, the doge. So, jetzt aber richtig. He? Also. Beziehungsweise, was haben wir hier noch? Also, ein niederträchtiger Halunke. Und ramponiert sieht er aus. Okay. Das schaffen wir, Also. Das wird auch noch passen vom Outfit her. Gut, und jetzt mal Kennen anlegen. Brille auch nicht. Halunk. Der Bart sieht so aus, als könnte man ihn einfach abreiben. Selbstbewusst Bartträger, Klassiker, der Autorität ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, Halunk hat eher ein Dings an. Hat eher ein Bart. So, dann sicher noch ein bisschen geprügelt. Okay. Der andere Kerl sieht schlimmer aus. Ja, ja. Sagen sie alle. Wie... Das spielt wirklich keinen Unterschied. He? Wenn ich hier das so anschaue, das sieht ihr gar nicht unter mir Cam. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist auch so ein 20-Göckeli hier. Und der, das ist das unterste, der Halunk. Schau mal noch, wie es aussieht mit dem Dings. Ja, nein, kein Hut macht es. Also ist definitiv am... Ja, definitiv nicht. Ja, das ist mit Abstand am besten. Also gehen wir mal schauen, wie sie meint, wie man so aussieht. Und, was sagst du dazu, Madame? Didn't I tell you about the hat? It didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. No dress sense at all! Oh, just a regular hat, you know, black. Ganz normaler Hut. Okay. Ich verstehe dich, ich weiss genau, was du meinst. Wirklich 18 mehr und mag durchmachen verleiden. Nein, ich weiss genau, was du meinst. Absolut. Oh, der Massimo ist auch da. Moin, moin. Hoi, Massimo. Alles gut bei dir?
Oh, da ist etwas Neues. Ah, ein Hut. Okay, ja, das bekommen wir noch her. Du kannst hier nicht das Outfit wechseln. Ja, ja. Gehen wir wieder hinterher. Ein Hut hat er, einen ganz gewöhnlichen schwarzen. Also eher so in diesem Fall. Also, fragen wir nochmal. Something isn't right. Something isn't right. Okay. Aber... Also, etwas stimmt nicht. Der muss ich vielleicht doch den Schnauzer oder so her tun. Ich tue mal den Schnauzer her. Mal schauen. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Oha. Must have stolen it from someone. No doubt about it. Ein fancy beige Anzug. Okay. Fancy beige Anzug. Kommen wir her. Ist das fancy? Das ist aber nicht beige. Wir nehmen den. Oh, na gut. Also, das passt etwa. He? Also ramponiert. Beige gestohlener Anzug, schwarzer Hut. Something isn't right. Okay. Keine Moustache in diesem Fall. Keine Moustache. Ah, yes, bei mir alles klar. Voll okay. Gut, lassen wir. Hat vielleicht noch eine Brille an. So eine. Ich probiere mal mit Brille. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Ha, wie gut. Now I can make a sketch and take it to the police. Aber siehst, der Schnäuzer, der ist halt That halunkerig. rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Something is right. Nein, something is wrong. So gut. Ich muss leider ein bisschen arbeiten, aber viel Spass. Dankeschön, Massimo, dir auch. Viel Spass im Lurk. So, haben wir jetzt unsere Dings bekommen? Unsere Garderobe? Es hat doch gesagt, ich kann Dings mitnehmen. Ah, die Polizeiuniform. Lala, chic. Also, das haben wir abgeschlossen. Genau, ich kann so einen Constable Stark bringen. Das ist das Phantombild. Perfekt. Gut. Was kann ich noch? Gedankenspiele machen? Nein. Okay. Oh, wenn wir jetzt wirklich als Polizist verkleidet raus? Ich weiß nicht, ob das sehr viel Sinn macht. Wenn wir gerade zum anderen Typ gehen. Ups, was ist das denn? Weil, wir gehen jetzt gerade in die Polizei-Dings rein. Die Polizeistation. Ich glaube, die haben nicht so Freude, wenn wir uns als Polizist verkleiden, dorthin zurückgehen. Genau, was ich noch... genau das hier habe ich noch anheften. Genau, hier um die Ecke, aber das kann ich ja jetzt wieder wegmachen. So. Ja. Hallo zusammen. Da bin ich wieder. Hello. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. Child's Really? play? I'm sorry. And she didn't give you any trouble? No. No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. Oh. But you really helped us out, so Who I'll was just that guy? turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Aha. Ich glaube,
Aber jetzt tue ich auch immer so reden. Immer wenn ich irgendwie etwas erzähle, mache ich immer irgendwie so mit der Hang. Irgendwie so, immer so beim Kinn. Immer so. Der hat immer so mit der Hang beim Kinn. Ist das schon mal aufgefallen? Oh. Immer so am Nachdenken ist er. Ja, ja. Ja, kann ich jetzt in dem Fall dahinter? Das wäre schon noch so nett. Was sind die? Vectors Archiv. Here we go. Oh boy. Ich glaube, wir müssen unseren Sensor aktivieren. Oh Gott, Watson! Was machst du da oben? Jetzt ist schon klar, warum wir immer zu den unmöglichsten... was? Italienische Bürokratin freundlich spielt Saiteninstrumente. Jetzt ist schon klar, warum wir immer zu den weirdesten Momenten an den weirdesten Orten auftaucht und viel schneller ist als die deutsche Diplomatin, aufgeschlossen, strikt beruflich. Okay. Wo er imaginär ist. Ganz einfach. Okay. So haben wir nichts gefunden. Oh boy. Hallo, kann ich mit euch reden? Nicht? Okay. Also schauen wir das an. Polizeiarchiv wählen, einen Hinweis und 3 Suchkriterien aus. Also wir wissen... das ist nicht das, was ich will, eigentlich. Wir wissen, dass unsere Mutter in Grand Surrey gewohnt hat, anscheinend. Dokument. Opfer. Alles andere wissen wir nicht. Keine Information für den ausgewählten Hinweis. Walter liegt Eigentumsleck, Schmuggel, Bagatell, Beschwerden. Keine Information. Hä? Was wollte jetzt schon wieder? Gar nicht. Ah. Schade, der Don und Stefy einfach Opfer. Wow. Wow. Mega nett, hä? Also, das da hier, hä? Also, die Polizei im Todesfall meine Mutter ermittelt hat. Ich habe zwar meine Zweifel. Vor 10 Jahren lebten wir in Grand Surrey. Damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. Aber das ist auch genau das. Der Stadtteil ist Grand Surrey. Hinweis. Okay, vielleicht müssen wir einfach als Personengruppe, als Opfer, vielleicht müssen wir bei den Hinweisen ein bisschen Werkzeuge. Suchen wir mal. Keine. Das haben wir gemacht. Beschlagnahmtes. Keine. Welchen Gewaltdelikt? Ah, hier. Im Archiv fand ich nichts weiter als einen leeren Ordner mit der Aufschrift Fall Violet Holmes, 9. April 1869, Stonewood Manor, Grand Surrey. Keinerlei Dokumente waren darin zu finden. Offensichtlich hatte die Polizei wirklich ermittelt, doch die Akte war dann irgendwann verschwunden. Ja, das ist noch blöd. Haben wir da noch etwas? Nicht, oder? Schmuggel, Bagatell, Beschwerden, keine Informationen. Oh, nichts. 2 Minuten, 2 Minuten, 2 Minuten. Nein, nichts. Also, nada. Haben wir vielleicht Verdächtige, Zeugen, Polizeibeamte? Auch nicht. Okay. Wow, okay.
Das nenne ich mal als Flashback. Holy shit. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Dass ich sehr viele Hinweise aufgeploppt habe. Das gesehen unter meiner Facecam. Wahnsinn. Immer so direkt. Ja, sorry. Ich bin halt so. Deal with it. Also gehen wir mal schauen. Hat eigentlich auch einen? Vielleicht da? Chief Inspector Placido. Natürlich nicht rein. Evidence Room. Ja, ich glaube, da können wir dann irgendwann ein anderes Mal noch her. Nur früher wahrscheinlich. Aber früher als es lieb ist. Sind wir hier? Büro. Wait, Brack ist ja hure am Wilden. Was? Signals. Wie meinst du? Wir sind im Wilden. Was sind wir im Wilden? Und ja, es wird kommen. Wir sind im Abliefern. So sieht es aus. Vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does anything have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. The ropes? Entschuldigung. Ich gehe schnell Wasser holen, bevor wir da Sportübungen machen. Ich bin gerade wieder zurück. Moment. Leute, an dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis bzw. die kleine Erinnerung. Schaut, dass ihr heute bzw. den nächsten Tag genug trinkt. Es wird warm, ihr werdet es brauchen. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Hey, Mr. Watson, hat gesagt. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Also muss ich, was? Jetzt muss ich die abschießen oder was? Also drücke zum Zielen nach rechts und zum Feuern links. Beim Zielen wird der Zeitlupenmodus aktiviert, in dem für begrenzte Zeit mit Schusswaffen zerstörbare Objekte hervorgehoben werden. Drücke R zum manuellen Nachladen. Okay. Entschuldigung. Ist die Zeit abgelaufen oder was? Ey, fuck. Wegen manuellen Nachladen. So. Man kann nur zweimal schießen und dann ist es durch. Hey, ciao! Move on to the next room, okay, you sorry. boy. Entschuldigung. Sherry, it's just like in childhood. Der Watson, Mann. Hey, nein. Come on, Sherry, it's just like in childhood. Also mit Space kann ich rollen. Okay, also zuerst drücken. He? So. Was muss ich machen? Start. Steady, Sherry. Hä? Steady. And go. Was muss ich machen? Hä? Was muss ich machen?
Ich habe nicht gelesen. Was muss ich machen? All. Hä? Ich komme nicht raus. Was muss ich machen? Das ist aber viel Kraft in den Scheichen, um in der Luft so ein bisschen halten zu können. Ja, schon eher, ja. Aber er ist eine imaginäre Figur von dem her. Also, was muss ich machen? Oh, Gedankenspiel kann ich machen. Dann habe ich eine verschwundene Polizeiakte. Aha. Die Polizeiakte über den Tod meiner Mutter ist verschwunden. Das ist sehr, ja, was ist das? Was ist aber das? Und verschüttet die Erinnerungen. Okay. Das mal, fuck, A-Hefte hier. Das sind die A-Hefte. So. Ich weiß schon wieder nicht, was ich machen muss. Mist! Was muss ich machen? The snuff's ready. Snuff? Warum das Snuff? Muss ich mich da irgendwie durchschleichen oder wie? Ich weiß nicht, was ich machen muss, Mann. Was muss ich machen? Sherlock, you are the fastest man alive. Keine Ahnung, ich kann jetzt einfach weiter. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. Ach nö. Also, mit dem Ziel läuft die Zeit langsamer ab und sowohl gegnerische Schwachstellen als auch nützliche Objekte in der Nähe werden hervorgehoben. Nimmst du diese Ziele unter Beschuss, ebnest du den Weg für eine Festnahme. Achte beim Schießen auf Umgebungsobjekte darauf, dass der Gegner nah ist. Okay. Ja gut. Was ist mit dem huren Schnupf? Ist das zum Nachladen? Oh mein Gott. Genau, das Zeug sperren wir natürlich. Also, ja, der, würde ich sagen, können wir die doch da mal... Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Aha, darf ich den nicht töten? Entschuldigung. Ich meinte schon. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Gut, danke. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Was? Jetzt muss ich Dings wegschießen. So. Jesus. Hooray. All right, let's move on, Sherry. Es ist einfach nicht sehr... Man kann nicht 3 Mal hintereinander schießen. Man muss immer warten. Oder 4 Mal hintereinander. Man muss immer warten. Das ist If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. Wie mache ich das denn? Mit X. Oh yes, ich kann den Schnuff einfach ins Gesicht schießen. I'm trying to estimate the range for your snuff box. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Sehr geil. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Ja, schnupft einfach ins Gesicht. Warum noch nicht? Kann man machen. Hallo. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. Was du nicht I'll sagst. handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Das ist jetzt aber schon noch blöd. They are blank rounds. Gut, dass er das sagt. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Menschen zu Good luck, töten ist Sherry, and barbarisch. remember, the surroundings are your playground. Ich glaube, ein paar Polizisten in Amerika sollten mal das Game spielen. Also, versuche stattdessen den Gegner festzunehmen. Dazu musst du ihn erst handlungsunfähig machen, damit ihn dann näher an abschließen fest. Aber okay. Okay. Let's try this. Ui, Cutscene. Also, ich darf sie nicht erschießen. Nicht erschießen, Steffi. Nicht erschießen. Nur I'm coming for you. anschießen. Ja, ist gut. Oh, fuck.
Ah, ja. Einmal. I thought we were against murder. Entschuldigung! Ja, ich glaube, ich finde mal What do you wow. think you're doing? You could have injured the poor fella. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task Entschuldigung. is to detain. Don't forget that. Ja, ja, Once ja. again, without the brutal shootout this time. Ja, ist gut. Let's start over, boys. Hallo. Das ist doch ein Spiel. Also, Mörder, das ist barbarisch, Stefy. Das machen wir nicht. Also, ich muss ihn handlungsunfähig machen, dann muss ich ihm nähern und nachher kann ich sie festnehmen. Okay. Jemand stirbt der Typ so, you could have insured someone. Ja. Also, sehen wir da. Da. Oh. Kann ich jetzt da mehr. Da, jetzt. Ah, der. So. Don't bother moving. You've lost. Hey, wie mache ich das jetzt? So. Hallo. Oh. Au, au, au! Get ready for Ach so. pain. Da ist schon noch einer. Gut, ich habe doch vorher gemeint, ich könnte Dings machen. Oh oh. Overcome him, don't. I'm coming. Kann ich nicht in den Fuß schießen? It won't work this way. Aber I'm coming for you. kann ich mit Schnupftabak ins Gesicht schießen? Weaken him first. I'm coming. Mann, ich will den Anger feststehen. Wieso geht das nicht? Ah, da. So ziele ich nicht. So, jetzt. Na! Mann, da kannst du nicht den Rücken zudrehen, please. So, jetzt. Da, was ist da hier? Okay. Hä? I'm coming for you. Ja, ist gut. Ich darf ihn ja nicht anschießen. Snuff's ready. Ah, Snuff's ready. Okay. Hier. Oh. Ja, das ist natürlich auch noch gut. Irgendwo einfach No ins more Zeug crying for you rausgeschossen. until Oh. next month. So, here we go. Oh, da kommt schon der nächste. Oh. I'll put you 6 feet under. Ah, komm, schieß. Too simple. Ich darf es erst jetzt festnehmen. Okay. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. Also jemand stirbt, I der can't Typ so, believe you you did could so have well with the injured close combat. someone. Ja. tell you Ja. that I'm well Ich habe ihm trained. einfach in die Halsschlagader Do the same on geschossen, the aber street, ja. And you'll be well Er hätte rewarded können for verletzt every arrest werden. you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Machen Cordona wir. won't ever forget it. Eigentlich But at wollte ich the nicht same Leute time, schießen. you'll never remember. Darf ich I'll auch tell nicht. Stark all the necessary Aber ich muss details about herausfinden, your was mit ihrer Mutter successful passiert ist. certification. Congratulations. Thank you, sir. Now you're a certified crime scene consultant. Woohoo. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Yes. Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Also. Es ist echt schon Nacht. Okay. Gut. Was? Ein Banditenunterschlupf wurde auf deiner Karte eingezeichnet. Wähle Details aus, um zum Spielgrundlagenbildschirm zu gelangen. Okay. Ah, sehen wir das auf der Karte? Ah ja, hier. Lul. Witzig. Da kann ich mich verkleiden oder so. Ja, kann mir bitte irgendjemand verraten, wie wir jetzt die Villen finden? Also, wir haben anscheinend in Grand Array gelebt, in so einer Villa.
Ja, kann ich da her? Drückt halt. Schnell reisen, doch. Ich gehe mal daher. Also, das ist so der Shape vom Haus. Genau. Warte, laufe ich jetzt richtig? Ja. Das ist nicht der Shape vom Haus, das wir suchen. Auch nicht. Kille. Entschuldigung. Ah, vielleicht wisst ihr irgendetwas. Is this familiar to you? I'll help you, sir. You have my full attention. Das ist aber nett. Wir erfahren, dass in der LeBlanc Road zwischen der Vernet Street und dem Silent Way ein verlassenes Herrenhaus stehen soll. Vernet Street und Silent Way. Was? Oh Gott. Okay. Fallmappe. Okay. Uff. Sie wieder suchen, hä? Wo ist die? Silent Way ist hier. Zwischen der Vernet Street und dem Silent Way. Vernet Street ist wo? Silent Way. Ah, das ist der ganze... Oh Gott. Das geht ja mega weit. Und Vernet Street ist wo? Hier ist LeBlanc Road. Also da. Ah, Vernet Street ist hier. Also muss es irgendwo da oben sein. Also das Herrenhaus unserer Familie befand sich in der Grenze irgendwo in der Nähe einer Brücke und einer Kirche. Okay. Also wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Weil wir haben ja vorher gesehen, dass da oben noch ein Killen ist. Ich laufe da mal rundum. Ich gehe da mal zu dem Ding rauf. Okay. Ist sicher, das ist aber auch eine Brücke. Oder geht es nochmal zu Ding rauf? Zu dieser Road. So, hier ist jetzt der genau. Kreisel, da müssen wir jetzt weiter. Da ist die Kille. Das sieht verdächtig aus. Das Rote da geht geradeaus. Das sieht sehr gleich aus. Entschuldigung. Da. Ja, ich wollte sagen. Hey, Sherry. There's post here. And it seems as if the letter was delivered recently. Ah? Brief von meinem Bruder Mycroft. Sherlock, ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen. Das würde aber bedeuten, dass du deinen absurden Hirngespinden doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinem dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich. Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Ich wollte sagen, was Let's das bedeutet, investigate our manor. dass wir, That's the Mycroft I know. wir sind irgendetwas auf der Spur. Ja, sonst würde der Brief nicht schreiben. Definitiv. Und hat ihn nicht dort uns hinterlassen. Mit den ganzen Leuchtdingswürmchen, wie... Oh Gott. There she is. Our old manor. Wie heisst sie? Oh Smaller Gott. than I remember.
You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Heißen die Käfer? Or maybe it's bigger on the inside. Wie heißen die Käfer? Die Fireflies. Auf Deutsch. Wie heisst es? Ich hab's voll vergessen. Das ist ja schlimm. Hey, ich lerne langsam die deutsche Sprache. Schönes Haus. Ich nenne es einfach Leuchtkäferli. Was ist das? Ja, was ist eine Puppe? Yikes. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Okay. Yeah, why not? Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Oh, wow. Okay. Schwert. An irreplaceable tool for catching a thief. Ja, klar, why not? Und And Beute this natürlich. must be the reason our suspect was apprehended. Mm. Wood and glass, very precious. Okay. I guess. Also früher Verbrecher gejagt. Und auch nur imaginäre. Da kommen wir nicht mehr weiter. Ist okay. Auf der anderen Seite noch was. The ash all over the door. Cutscene sagt mir welches Haus. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Alter, ernsthaft, sind wir hier? Psychiater auch noch? I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Try to Psychotherapeut. recall that memory about the policeman, Sherry. Concentrate. Erinnern an meine Vergangenheit. Okay. Hey, also was haben wir hier noch? Das ist der Brief und hier haben wir. John fordert mich auf, zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit den Polizisten vor unserem Herrenhaus zu erinnern. Okay. Und Gedankenspiele haben wir noch. Beziehungsweise Mycroft sagt, dass Mutter an Tuberkulose gestorben war und es ist davon auszugehen, dass sie es der Wahrheit entspricht. Was aber nicht unbedingt stimmt. Ah. Es war schön, wieder auf unseren alten Freund Joe zu treffen. Er hat sich auch gefreut, Sherry und mich wiederzusehen, denke ich zumindest. Er ist etwas wortkarg. Sein Leben scheint die letzten 10 Jahre nicht besonders ereignisreich gewesen zu sein. Sherry hat es gefallen, sich wieder an die guten alten Zeiten zu erinnern, als wir die Festnahme von Verbrechern geübt haben. Joe hat die Rolle des Schurken stets am besten gespielt und ich war immer erstaunt darüber, wie viel Geduld er aufbringen konnte. Andererseits, da wir echte Handschellen benutzt haben, ist ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben. Wow. Okay, Erinnerungen. Das ist sie. Aha. Der Polizist. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Metall I glänzend. bet it was our reward. No, we were not so lucky. Metall. Kleine Gegenstände, spitz. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's Oh, why what? we were arrested. Someone Sneaky come out to investigate all the bastards. commotion. Wachsen männlich Familienmitglied. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft war nicht erfreut. Mycroft wasn't happy Ja, about the klar. fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Hier, Geheimschriftstück. Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very interessant. odd it really is that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had...
seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Ah, in we go. Oha. Wir haben ein bisschen etwas noch dazu bekommen, Ärger mit der Polizei, genau. Etwa 2 Monate nach unserer Ankunft auf Cordona wären Sherry und ich beinahe im Gefängnis gelandet, nachdem wir bei einem Einbruch erwischt worden waren. Als der Polizist uns nach Hause brachte, war Mycroft der Trubel im Vorgarten nicht entgangen und er eilte hinaus, um die Sache mit den Polizisten zu regeln. Der Officer ging und kam nie wieder. Im Anschluss daran nahm sich Mycroft Sherry zur Brust. Nicht, weil wir einen Einbruch begangen hatten, sondern weil wir dabei erwischt worden waren. Mycroft selbst war es gewesen, der uns den Auftrag gegeben hatte, in das Haus einzubrechen und einen Brief zu stehlen. Er maßregelte seinen jüngeren Bruder zwar, war jedoch auch froh, dass wir den Brief an uns bringen konnten. Okay, was haben wir hier noch? Okay, also die Tür haben wir aufbekommen. Tipptopp. Wow, okay, krass. Wow, stellt euch mal vor, da würde in so einem Haus aufwachsen. Schon nice. Home sweet home, Sherry. Home sweet home, Sherry. Was ist denn dort? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? So ist es da? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Entschuldigung? So ist das hier und da der nächste Schirm. Beziehungsweise, was ist das? One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Da haben wir noch Z, Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigenden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hingewiesen. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Okay, stellt euch vor, ihr würdet in einem Haus aufwachsen, eure Mutter stirbt und alles Haben und Gut wird verkauft. What the fuck? Warum? Such überall auf der Insel Händler auf, um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Aufrufezeichen auf der Karte, die erscheinen, sobald ein Händler neue Ware anbietet. Aha. Das ist so. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Mhm. Gehen wir das anders mal rein? Hey. Ein paar Teppiche haben wir wenigstens noch. Immerhin. Ui. Und eine Lampe und ein Stuhl. Und ein Weindings, ein Weinregal. Weinregal ist immer gut, wenn man das hat. Ui, da ist noch was. Zeitung. Über den Tod von Violet Holmes, 10. April 1869. Tragödie am Stonewood Manor. Mrs. Violet Holmes, die Witwe von Sicher, wie spricht man das aus Moreland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt 2 Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stonewood Manor wohnhaft bleiben. Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung hatte sie rasch Anschluss an ihre neue Heimat gefunden und war von der Elite Cordonas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten und besaß die Stärke eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die scharfsinnige Schlagfertigkeit eines Satirikers. Nice. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen, die doch sicher umgebracht wurde. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein, gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Todesursache ist unbekannt. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Hm? Ziemlich. Suspicious. Mal rauf. Hey. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Steht da drauf? Das mal lesen. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Ah, oder ist es Sherlock und John? Oh, süß. Sherlock und John.
Kann man auch noch nicht Another rein. one. There must be something important behind it. I can feel it. Okay. Machen wir durch. Aber überall hängen schöne Gemälde. Immerhin. Und ein paar Vorhänge haben wir auch noch. Das Piano haben wir noch. Und das Ding. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ich will keine Footsteps hören, vor allem in so einem verlassenen Haus. Das finde ich Another one. nicht so geil. There must be something important behind it. I can feel it. Help! Oh Gott. Ja, sorry, aber das ist spooky. Another one. Wir kommen vor There allem must be nicht something rein. important behind it. Also, I also can weiter feel it. rauf. Was ist hier? Kann man da raus? Nein. Man kommt nicht weiter rauf. Gruselig. Aber ja. Ich habe es auch gehört. Danke vielmals. Also. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier in unserem Haus. Hier haben wir noch, bei der Polizeiwache haben wir noch ein Dings. Ein Fall, okay. Da ist ein Händler. Da müssen wir noch her, hä? Verkaufen Gartendekorationen. Anscheinend haben wir da etwas Neues. Können wir da nicht her? Okay. Beziehungsweise das leere Haus, hä? Genau, die müssen wir abklappern. Dokumentationsvermittlung, Gegenstände. Genau, das lassen wir jetzt nicht alles noch. Aber warum kann ich Dings nicht benutzen? Schnellreisewahl, also mit Dingsmöglichkeit? Ist das, wo wir im Haus innen sind? Schon etwas gesehen? Das da. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Es war im Regnen. Haben wir so eine Memory oder nicht? Wir kamen am frühen Morgen an, es regnete gerade. Aber mehr haben wir nicht, hä? Kann ich... Jetzt. Ich muss es anpinnen, sonst funktioniert es nicht. Okay. Es There hing was immer always ein... a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Warum hat er das sonst gehört? Haben wir noch viel Gepäck? Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole Fair. day dealing with it. Ja, das haben wir auch alles mitgenommen von daheim. Ist noch was? Da. Ist das Rollstuhl? This Nice. trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Ja, was ihr You nicht gut feel geht, it? klar. Is it the air shimmering, or is it my imagination? Ai. Moment, wie ist das nochmal gegangen? Was muss ich nochmal machen? Also da kommt einer, genau. Hier. Okay. Hier. Das ist schon. Hey, nein. Nein, ich glaube, es war eher umgekehrt gewesen. Der ist sicher erst später gekommen.
Also die zwei sind... Also zuerst das, nicht das. Nicht das. Ah, wait. Ah, lol. Das ist der Minecraft. Hä? Okay, gut. Also was ist, wenn ich hier... Nee, das stimmt sicher nicht. Er hat ja vorhin gesagt, sie haben ihn gekauft, oder nicht? Das kann nicht sein. Nee, das auch nicht. Wie doch, der Minecraft hat er sicher gekauft, nicht? Vielleicht eher so. Wo er ja 20 gewesen. Das könnte noch passen. Ja, wir probieren es jetzt mal. Vielleicht ist es ja so gewesen. You're not even trying, shit. Concentrate. Okay. Der war vielleicht anders gewesen, I don't know. Also es ist immer ein Hut da gewesen. Okay, okay. Also der hat halt die Dings probiert. Ihre kaufen. Oh wow. Mach ich es jetzt doch mal so. You're not even trying, shit. Concentrate. Ah. Das ist normal gewesen. Also es hätte gesagt. Ach. Das ist ja tricky. Hey Simon, wie geht's dir? You're not even trying, shit. Ja, okay, okay. Concentrate. Ich muss da schnell raus. Ich muss da nochmal überprüfen, was da gesagt worden ist. Was waren das für Dings gewesen? Also da. Wir hatten viel Gepäck dabei, hauptsächlich weil unsere Mutter sich geweigert hatte, Sachen in London zurückzulassen. Minecraft war den ganzen Tag damit beschäftigt, also der Minecraft ist den ganzen Tag beschäftigt, das heißt, es ist der Mittler. Die Reise war anstrengend für meine Mutter, ich versuchte ihr zu helfen, also. Aber das haben wir richtig. Es hing immer ein Hut am Kleiderständer, aber er gehörte nicht Minecraft, jemand anderes war ein häufiger Gast in unserem Haus. Aber das habe ich doch probiert. Hä? Gehört ihr zum ersten Mal Schweizerdeutsch streamen? Ja, so kann es passieren. Also, das ist der Minecraft. Da, Minecraft. Das hier sind wir. Genau. So. Und das da hier ist irgendjemand anderes. Irgendein häufiger Garten. Oder habe ich etwas vergessen? Nee, oder? Es muss das gewesen sein. Also es tut mir ja leid. Als anderer macht keinen Sinn in meinen Augen. Das habe ich doch vorher probiert, gar nicht. From tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Hey, probiert ihn nur mal zu helfen. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Weird. Also, wenn sie nie gehustet hat, ich weiß ja nicht. Ich bin total fertig, aber es ist gut. Ja, ich bin auch langsam ein bisschen müde. Ich habe jetzt eigentlich schon Feierabend. Ich lese jetzt noch hier den Text und dann machen wir das nächste Mal weiter. Es regnete an dem Tag, an dem wir früh am Morgen auf Cordona ankamen. Sherrys Mutter war schwach und ziemlich wackelig auf den Beinen, daher wollte er ihr helfen. Minecraft war gerade mit dem Gepäck beschäftigt, doch als er sah, wie sein kleiner Bruder versuchte, seiner Mutter zu helfen, trug er ihm auf, nach oben auf unser Zimmer zu gehen. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesen ein, Otto Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sicher glauben, dass Violet an Tuberkulose leidet. Sherry wurde inzwischen klar, dass sie damals nie hatte husten hören.
Wow. Die ist doch irgendwie vergiftet worden oder so. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you alright? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Aha. Da oben, hä? Wow, jetzt würde ich gerne weitermachen. Aber ich kann nicht. Meine 2 Stunden sind leider schon durch. Wobei doch, in den Raum gar nicht mehr. In den Raum muss ich also noch schnell gehen. Holy. Das ist schon spannend. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Okay, so gesehen, oder hat Sherlock sein Zimmer für mich ausgesehen? VR. Virtual Reality? Oder ist sie das Initiale von der Person, die in Löwe war? Was haben wir hier? Ein Hund. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Need to repeat this one day, but with bullets. Oh, wow, okay. With bullets, alles klar. Kann man machen, why not? Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Oh man. Wie meinst du, bist du heute schon wieder an Basel an der Messe gewesen? Also, in diesem Fall gibt es eine andere Messe, oder? Die jetzt dort stattfindet. Was gibt es jetzt dort für eine Messe? Oh, it reminds me of our neighbour. Art Basel. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Gefällt's dir? Yes. We visited him several times while living here. Nee, jetzt muss ich es nochmal hören. Ich kann es nicht nochmal hören, okay. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. Ja, du bist eine imaginäre Figur, also shut up. Haben wir da irgendwie... An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favourite plaything. It was the perfect pirate treasure. Geil. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Ja, ist doch super. Die Leute beobachten. Etwas vom Besten. Ah, du schaffst dort. Okay. Cool. Hat es viele Besucher an Art Basel? Was haben wir hier? Oh, die Zeitung. Interesting. Huh? What's that over there? Was ist das? Ein Schlüssel. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. Ich würde sagen, es sieht nach Schlüssel. That definitely looks like a key. Ja. Let's poke around and see if we can find any secrets. Yes. Secrets. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. The only Robinson fiction book on my Crusoe. table. I can still hear my mother reading it to me. Aww. Okay, oha. Okay. Das ist das gewesen. Okay. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Das ist schon ein sehr schwieriges I always hated the rule about Instrument. being silent in this place. You know? The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Okay, ja, es ist sehr schlecht. Okay, nice. Wir haben einen Himmel als Decke. Das ist cute. Und Gedankenspiele haben wir noch ein paar, die wir machen können. Also meine Mutter litt nicht an Tuberkulose. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals stark husten gehört zu haben. Und wir hatten auf der Insel einen Nachbarn, der ein Freund der Familie war.
Der weiss sicher etwas. Was haben wir hier? Minecraft hat gelogen. Minecraft verschleiert die Wahrheit über Mutters Tod und tischt damit die Tuberkulose-Lüge auf. Yep. Oh. Ja, habe ich noch mehr. Schon ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer, dass ich das nur ich sehen kann. Okay. Da haben wir noch etwas. Es gibt zwar keine Aufzeichnungen über Mutters Tod, aber ein alter Familienfreund auf Cordona könnte etwas wissen. Nice. Fallmappe. Wissen wir etwas Neues? Also, es gibt keine Aufzeichnung, genau. Also, er hatte damals in einem der Nachbarhäuser gelebt, in der Nähe der griechischen Brücke. Und in seinem Bahnhof hatte er einen glasgefüllten Ballon. Ah, das ist das. Okay, dann machen wir auch das als nächstes, oder? Oder der versteckte Schatz. Oh mein Gott. Und der Türknopf aufs Holz. Ah, wie cool. Ah, ich mag so Sachen. Okay. Wasn't Ja, that nice. neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Aber der versteckte Schatz finden hier. Moment. Oh, Moment, da ist was. Also, da fehlt der Ding. Da fehlt der Türknopf. Wieso kann ich den nicht anschauen? Ein bisschen genauer. Weird. Okay, aber yes, es ist schon fast 20 ab. Ich muss mich leider an dieser Stelle verabschieden vom heutigen Stream. Wir machen hier aber am nächsten Dienstag wieder weiter, also voraussichtlich. Es gibt ein paar Planänderungen mit unseren Streaming-Schedules bei brack.ch. Von dem her kann es sein, dass nächste Woche unsere Streams ein bisschen über den Haufen geworfen werden. Nicht alle, nur so 2 oder 3 maximal. Ja, schaltet einfach morgen wieder ein. Morgen um 3 sind wir wieder live mit dem Troy. Er spielt Guardians of the Galaxy weiter. Am Donnerstag um 11 Uhr bis um 1 Uhr gibt es wieder einen Klemmbausteine-Stream, wo ihr könnt dem Serial zuschauen, wie er ich glaube, etwas Neues anfängt. Das Haus oder das Auto, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher gerade. Müsst ihr nachschauen. Oder nachfragen, sagen wir es so. Und am Freitag, am 1. Achtung, das ist eben die kleine Änderung, die es diese Woche gibt, ist Pen and Paper. Normalerweise kommt Pen and Paper ja am Dienstag, aber jetzt, ausnahmsweise findet es mal diese Woche am Freitag am 1 statt. Und der Blake, der wird aber leider künftig nicht mehr streamen. Der wird gleich Papi und muss sich jetzt auch ein bisschen darauf vorbereiten. Darum schauen wir mal, was wir mit dem Freitag machen. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, es ist mehr so ein informativer Stream, Simon. Es ist kein Spielen effektiv. Kannst du ja mal reinschauen am Freitag um 1. Wir würden uns sicher sehr freuen. Es gibt ja auch alle 2 Wochen einen Podcast zum Thema, beziehungsweise ich glaube, am Freitag nimmt er auch wieder einen Podcast auf. In der ersten Stunde und in der zweiten Stunde macht er dann noch etwas anderes, etwas Physisches. Genau. Und sonst nächste Woche am Montag nehmen wir ja so wie jeden Montag, falls wir nicht irgendwie eine 4. haben oder in der Sommerpause sind, unseren Gaming News Podcast auf. Der ist übrigens auch seit 4 auf Spotify veröffentlicht worden sein oder schon auf einer Podcast-Plattform. Also geht doch unseren Podcast nachschauen, falls ihr, oder beziehungsweise nachher hören, falls ihr den verpasst habt. Hier findet ihr ihn unter dem Link auf Spotify. Er heißt Buffcrit Loot oder einfach, wenn ihr brack.ch eingebt, ohne Punkt, findet ihr ihn sicher auf den anderen Plattformen. Und yes. Ja, es gibt immer VODs, genau, Simon. Wir machen immer VODs. Ihr findet unser Archiv entweder auf YouTube, da könnt ihr alles nachschauen. Wir tun die Videos immer am Tag später aufladen. Wenn es am Freitag ist, halt erst am Montag. Genau, dann könnt ihr es jederzeit nachschauen.
dann war es das gewesen, von meiner Seite, beziehungsweise von brack.ch für den Dienstag. Und ihr könnt hier am Mittwoch, eben morgen, dann noch ein bisschen Guardians of the Galaxy mit dem Troy genießen. Oder wenn ihr mir wollt zuschauen, dann könnt ihr heute Abend am 7. bei mir auf meinem privaten Channel noch vorbeikommen. Bei 8-Bit Blonde. Dort streame ich heute Abend noch Tunic, glaube ich, weiter. Genau, es wird auch eine Tunic geben. Und danke vielmals, Simon. Dann wünsche ich euch allen noch einen ganz schönen Abend. Habt nach Sorge, denkt dran, es ist warm, trinkt gut. Merci vielmals auch noch an Sickens für den Follow. Und ja, genießt den Feierabend. Habt nach Sorge, trinkt genug. Tschüss zusammen.